Für führen allem die Jung über Thema Brustkrebs zu informieren und sensibilisieren, hat der Scham zusammen mit Christian Schaak eine Ausstellung organisiert, die sich nicht mehr um das Krankheit handelt. Heute und Schüler von der Premiere E und von der Fotosoption ihrer Kreativität freie Lauf gelassen. Die Schüler, die in diesem Projekt teilgeholt haben, sind natürlich nicht ganz uninformiert in die ganze Sache gegangen. Wie uns der Charles Wagner vom Scham erklärt. Ja, eigentlich hat der Scham verschiedene Workshops gemacht mit den Jungen, wo sie erklärt haben, was genau der Brustkrebs, was das ein Auflauf von der Krankheit, was für einen Impact hat das auf den Patienten und auch auf den Patienten sein Umfeld. Und mit dem Wissen sind die Jungen dann zurück an die Klasse gegangen und haben das Thema verschafft. Wir hatten die Möglichkeit mit der Madame Jan Hansen, die spezialisiert Brustkrebsinfirmiere ist, zu schwätzen. Sie hat uns erklärt, was ihr Beruf genau ist, und uns dann nach genau Informationen über den Brustkrebs gehen. Ich bin Brustkrebsinfirmiere hier am Scham und eine Brustkrebsinfirmiere ist am Anfang der Firma, die Referenzinfirmiere für Damen und auch Herren, die mit Brustkrebs erkrankt sind. Das heißt, ich schule Damen und Herren eben noch Charge, die eine Diagnose gesucht kriegen für Brustkrebs und alles, was mit der Behandlung zu tun hat, nicht so in Charge. Und das ist am Anfang auch den psychosozialen Volley, den ich hier in Charge schule, weil da sind viele Leute, viele Jungdamen, die einen Brustkrebs haben, leider, und die sind dann berufstätig, an langer Zeit, vielleicht meinst du, oder auch Elerdamen, die dann auch Brustkrebs haben. Und da sind immer Bedürfnisse von den Leuten immer im Moment anders. Und da muss ich mich dann immer individuell aufpassen an der Stelle von den Leuten, da, wo eben der Schuh drückt. Brustkrebs Anfang, da sind Zellen an der Brust, die irgendwie durch irgendwelche Ursachen demodisieren, durch zu funktionieren. Und da gibt es verschiedene Faktoren, da gibt es die körpereigenen Hormone, die können dazu beitragen, dass der Krebs Virus weist. Da gibt es aber auch irgendwelche Umwelteinflüsse, die halt auch noch gehen, so richtig schwer zu deuten. Und dann eben auch ein Lebenshygiene, die verschiedene Leute nicht so respektieren. Und am Körper möchte er empfangen, dass du einfach Zellen, einen Tick am Sender haben und dann egal wie wussen. Und dann bringt das doch mit sich, dass wenn sie zu viel sehr auf Virus wussen, dann nicht frei genug entdeckt gehen, dass sie da Leute auch in anderen Organen kann Virus gehen. Natürlich schon mal auch die Frage gestellt, ob es einen gewissen Alterssport gibt, wo mehr auffällig ist für das Sort von Krebs, und auch, ob es verjährlich ist. Us sech gëtt kein spezifischen Alter Sport von der Frau von 50 bis 60 ass am die Sport, die am meisten betroffen sind. Das auch dafür, dass du das Mammografieprogramm am Anfang gestartet hast. Aber das aber nicht, dass Frauen, die 60 Jahre haben, nämlich vom Ministerium geschrieben kriegen, dass die nie mehr Brustkrebs kriegen. Den Alter ist ein Faktor, der mitspielt, dass sie Krebs am Allgemeinen kriegen, eben auch Brustkrebs. Dafür sollen Damen auch nur 60 Jahre für eine Mammographie gehen. Und auch Jungdamen, die können, obwohl kein erbliche Komponente in der Familie da ist, dass noch kein Brustkrebs hat, können aber Damen von 20, 25 Jahren können Brustkrebs kriegen. Aber erblich als eine Möglichkeit da, aber das muss ich einfach mit einem Gentest können beweisen. Charles hat uns dann einmal erklärt, aus was genau das Projekt von den Schülern da bestanden hat, und wie viele Arbeiten schlussendlich ausgestaltet wurden. Ja, eigentlich sind 35 Werke zustande gekommen, und das war eine Kollaboration von verschiedenen Klassen, wo die Jungen eigentlich Thema Brustkrebs gemalt haben und das Ganze noch Computer verschafft haben, für auf die Haut zu projizieren, dass es so aussieht wie eine Tätowierung. Und die Ausstellung war an der Cafeteria vom Scham zu sehen, und also auf Wanderschaft, also aktuell am CHL, aber wird auch noch auf andere Plätze am Land ausgestellt gehen. Können Männer auch Brustkrebs kriegen?
Selbstverständlich können Männer auch Brustkrebs kriegen, da das leider nicht so bekannt sind. An Männer ist leider so, dass es meistens mehr eine Aggressivform als von Brustkrebs, die Männer kriegen, und auch leider mich spät entdeckt gehen, weil Männer, die so einen Knopf an der Brust spüren, die holen das nicht direkt als bösartig an. Also es möglich, den Brustkrebs komplett zu heilen. Die 3 Standbeine, wie wir das nennen, von der Behandlung, das sind Depression, Chemotherapie und Bestrahlung. Aber das hängt dann immer davon ab, was für ein Stadium, wie gesagt, und auch was für eine Form von Brustkrebs das ist. Aus sich hast du eine große Heilungschance, das heißt, wenn der Brustkrebs ganz frühzeitig erkannt wird und aus sich noch 5 Jahre kein Krebs mehr zurückkommt, da gehen Frauen und Männer als gesunderem erklärt. Was kann ihr den Frauen dabei noch als Tipp geben, für können den Krebs so schnell wie möglich zu detektieren? Für allem also mal für die Frauen sich Brust selber aufzutasten, für mal seine Brust auch zu kennen, weil es gibt auch Knuppen an der Brust, die ihr spürt, die nicht bösartig sind, das muss ich wissen. Aber wenn ihr seine Brust nicht kennt, dann kann ich auch keine Veränderung feststellen. Und dann auch seine Brust einfach beobachten, weil das nicht nur einen Knopf spüren, mit das auch gucken, das heißt am Spiegel gucken oder der Partner, den merkt, dass irgendwie ein Delt an der Brust ist oder ein Knopf an der Brust ist oder so eine Orangenhaut oder wenn irgend so einen komischen Ausfluss aus der Brustwärts rauskommt, von den nicht gerade am Gang, also kann zenieren, das soll ich schon dann stuhlen.